Es ist Zeit für ein Duell und das sage ich jetzt vermutlich zu einer der letzten Folgen, weil es ist leider so, dass der Dienst hier bei Yu-Gi-Oh! Online 3 bzw. Duel Accelerator in den nächsten paar Stunden abgestellt wird. Ich versuche noch auf den letzten Drücker ein paar Folgen aufzunehmen. Hoffen wir mal, dass es mir gelingt. Wir haben hier noch ein paar Gegner, die noch fehlen, oder? Maya haben wir besiegt und verloren auch noch. Joey natürlich, Kaiba. Wieso keine Frage? Yami Yugi, Pegasus auch schon bereits, Bakura, den können noch nicht fighten, ist dann eigentlich ein bisschen scheiße. Um ehrlich zu sein, wen müsste eigentlich freischalten? Ich schätze mal bei Yami Yugi irgendwas. Naja. Denn, liebe Freunde, wir kämpfen jetzt gegen Bendy Keith. Oh yes. Ja, komm schon, ist mir egal, du bist ein Amerikaner, was soll's? Ich verzeihe dir. Nee, ich erst beiseite. Und ihr seht richtig, ich habe ein neues Deck zusammengestellt. So, nach dem letzten Drücker, um euch noch etwas Neues zu präsentieren. Eigentlich waren sogar 2 neue Decks geplant. Ich habe sogar 2 neue Decks gemacht. Und zwar, wie ihr gesehen habt, ein Cyber-Maschinen-Deck, das wir jetzt bereits spielen. Und noch ein Forbidden-Deck, wie ich es getauft habe. Das ganz einfach deswegen, weil ich da lauter verbotene Karten drin habe. Und das ist genau auch das Problem hier. Was ist das, eine Starthand? Ja, das ist genau das Problem, weil, ist sowieso ein bisschen verrückt. Ich kann gegen die NPCs hier keine Decks mit verbotenen Karten einsetzen. Und was machen die Gegner hier bei mir? Die dürfen natürlich. Ach du Scheiße, habe ich ein mieses Deck. Okay, ich sehe. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Geschäft mit der finsteren Welt. Das kann eventuell was bringen, eventuell auch nicht. Wir werden sehen. Erstmal wird mystischer Weltraum-Taifun gespielt. Und tschüss, Bendy Keith, du kannst dich mal von deiner verdeckten Karte verabschieden. Hoffe ich doch zumindest mal. Was für ein ist es überhaupt? Was hast du für Karten so in deinem Deck? Edelmetallwandler. Ach du Scheiße, er spielt so schlechte Karten. Ja, da muss mich nichts mehr wundern. So, ich spiele jetzt mal Geschäfte mit der finsteren Welt. Wieso ich diese Karten ausgerechnet in diesem Deck habe, das erfährt ihr noch, sobald es nicht soweit ist. Ach du Scheiße, ich kriege nur miese Karten. Hey Leute, ich habe 20 Monster darin, wo sind die? 20! Ja, vielleicht sogar 21, aber trotzdem. Okay, spielt mal Dimensionskapsel. Weil ich habe für solche Fälle was vorgeplant. Hoffe ich zumindest. So. Zukunftsvision wäre was. Cyberfinsternis Einschlag. Wieso nicht? Oder eigentlich was anderes? Ja, wo bist du jetzt? Komm schon, wo bist du? Meine geliebte Karte, wo wärst du? Überlastfusion, genau. Oh, das geht jetzt schlecht. Nee, ist noch der falsche Zeitpunkt. Ich nehme Zukunftsvision. Na toll. Jetzt bekomme ich Zukunftsvision in 2 Zügen. Aber ich muss wiederum 2 Züge warten, bis der Effekt von Zukunftsvision überhaupt einschlägt. Das ist wieder mal super. Michael, das ist ein super Timing, ey. Alter Schwede. So, diese Karte hier verdeckt. Und dann wende ich mal den Zug und rutsche noch ein bisschen näher hier an den Tisch ran. So. Ich hoffe, es klappt auch besser mit der Aufnahme, beziehungsweise mit meiner Stimme, denn ich habe ein neues Mikrofon stehen und das muss ich erst noch ein bisschen eintesten. Du bist ein Arsch mit Ohren! Das glaube ich einfach nicht. Hey, wer ist denn da am Deck am Hinterhalt? Halt die Klappe, Mensch! Das glaube ich einfach nicht. Hey, da habe ich so eine miese Starter und da kommt er mit sowas. Hey, ich habe das Deck vorhin noch 2 Mal getestet und beides Mal habe ich locker gewonnen. Jetzt so eine miese Affäre. Ja. Da macht Duellieren doch so richtig Spaß. Wenn man so richtig eins auf die Omme bekommt. Au! Mann! Gott verdeckel sie ihn einmal! Der Fluch hat aber Schweizerdeutsch, mir doch egal. Und, was machst du, Keith? Pen an den Zug. Mach, was du willst! Was? Göre? Halt die Klappe! Ah, grüner Apparat. Scheiße. Na egal. Kann mir helfen, kann mir auch nicht helfen, mal gucken. Weil die Gadgets habe ich eigentlich für was anderes geplant gehabt, aber na gut, geht auch so. Natürlich will ich den Effekt aktivieren, nicht apparieren. Ich will nicht den Effekt apparieren vom grünen Chat. Nee, natürlich nicht. Sondern umgekehrt, aktivieren vom Apparat. Gut, so der rote Apparat hier, grün, sehr schön. Oder auch nicht, mal gucken. Ja, den Angreifen ist natürlich eine super Idee. Das soll ich nicht machen, aber trotzdem mal hier mal einfach so ein Monster stehen.
Ist doch auch schön. Von wegen schön. Und Zug beendet. Ich brauchte dringend eine Fusionskarte, aber dringend. Na toll. Meine Zukunftsvision ist auch im Arsch. Jetzt brauche ich echt Überlastfusion. Komm schon, ich brauche Überlastfusion. Die Karte kann mich jetzt noch retten. Aber zumindest. Jetzt macht mich der Alte hier platt mit solchen No-Name-Monsters. Ich glaube, es hackt. Ja, die Musik. Mann, Bendy Kiefe. Leg doch mal eine andere Platte auf, Menschenskind. Autsch. Voll auf die Weichteile. Und gleich nochmal. Die haben jetzt einen miesen Bazillen, ey. Oh. Ja, liebes Deck. Es wäre jetzt schön, wenn du mir ein bisschen helfen würdest. Schnauze da. Komm schon, Herz der Karten. Komm schon, führe mich. Hab ich nicht was gesagt von führe mich? Nicht so einen Scheiß fabrizieren? Gibt's ja nicht, ey. Oh, bin ich ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Na gut, sowieso nichts Neues. Hallo. Gelber parat. Wieso? Ganz einfach, hätte ich ihn da in den Verteidigungsmodus befördert gehabt, hätte er 1500 Verteidigungspunkte, der hätte 1500 Angriffspunkte und könnte mir diesbezüglich nichts anhaben, weil 1500 und 1500 hier hebt sich ja bekanntlich auf. Klar kann er jetzt begrenzt Entferner spielen, aber will ich nicht. Menno. Okay, ich habe noch, oder? Habe ich noch? Ja, habe ich. Es geht zwar so, aber es wird jetzt ein bisschen lame, oder? Andererseits muss man gewinnen und, na gut, dann halt. Na toll, jetzt geht's nicht mehr, oder was? Ich kann die gar nicht mehr aktivieren, Mann! Na egal. Verliere ich halt auf die Schnelle, dann geht's ein bisschen schneller hier. Vonstatten hoffe ich mal, wehe du, ein neues Monster hier, Alter. Dann lernst du mich kennen. Ja, so viel dazu. Sag mal, aber sonst geht's denn auch gut, oder was? Statt Spalt zu aktivieren und mein Monster zu zerstören, macht er so eine Scheiße. Diese NPCs haben eine IQ, das geht doch unter keine Kuhhaut. Ja, toll. Keine 1, keine 6, ich bin am Arsch. Yep, ich bin definitiv sowas von am Arsch. Toll, das erste Duell und es läuft ja super. Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Also echt mal, seitdem ich die Decks das letzte Mal so wieder mal ein bisschen umgerüstet habe und so, geht überhaupt nichts mehr. Es ist alles nur noch Scheiße. Nenn mich noch einmal Göre und ich schwöre dir, ich zieh dir deine dämliche Behausung über den Ohren, über die Nase und über den... Na egal, nee, ich will jetzt nicht pervers werden. Wenn es sowieso eklig, den da runterzuziehen. Und ja, mit Behausung habe ich seine dämliche Mütze da gemeint, sein Kopftuch. Jetzt reicht es mir aber. Schnauze, Schnauze, nochmal Schnauze. Gibt's wohl nicht. So, ist ein Maschinendeck. Stimmt alles noch? Über den Daumen gepeilt? Ja, stimmt alles gut. So, Freundchen, du bist sowas von fällig, hey. Einmal hast du vielleicht gewonnen, aber nochmal. Nö, wieso muss ich anfangen, Mensch? Ich hab Maschinendeck, du Arsch. Okay. Komm schon jetzt der Karten. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Ja, ja, ja. Scheiße. Ja, lach dir doch eins ab, hey. Proto Cyberdrache, Sangan, Zerstörung, mit denen kann ich nichts anfangen. Halt in dieser Situation, meine ich. Wie was? Kunst des Beschwörens. Ja, ist wirklich eine Kunst manchmal. Oh je, meine Gott, hey. Zua. Er ruft den Zua. Verteidigungsposition, Schnauze. Okay, Bendekief, du willst auf die Schnauze haben, das kannst du kriegen, ey. Mein Zug und ich ziehe. Komm schon, Karten. Ja, naja, gut.
Okay, dann. Nee, noch zu früh. Dazu brauche ich eine Zauberkarte. Um sein Potenzial zu entfachen, ich rufe Sangan im Verteidigungsmodus. Was noch sonst? Reißender Tribut. Verdeckt. Ups. Jetzt habe ich es ihm erzählt. Nein! Jetzt kennt er meine Strategie. Scheibenkleister. Aber man kennt das ja von NPCs, da geht es zum einen Ohr rein und zum anderen wieder heraus. Na, machst du was? Komm schon. Dann soll jetzt der Scheiß. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber egal. Flipbeschwörung! Guck mal, was ich da Nettes habe für dich. Na, machst du was? Er macht nichts. Na gut. Wenn er nichts macht, mache ich auch nichts. Komm schon, Keith, komm schon. Lauf mir in die Falle, er macht's. Nein, er ruft auch so. Menschenskinder, was ist denn heute mit den NPCs los? Die sind heute so richtig clever geworden. Überrascht mich richtig. So, aber egal. Reißender Tribut. Ich reiß dich mit. Na? Und er lässt sich richtig mitreißen, der Alte. Das ist der Aktiviereffekt. Wollte ich gerade auch sagen. Mal kurz gucken, welchen nehme ich. Nicht unbedingt so schlecht, aber auch nicht so gut. Nee, Horn brauche ich nicht. Wieso habe ich eigentlich wieso habe ich UFO-Schildkröte drin? Verwirrung? Naja, muss mal nachher nachschauen. Wieso UFO-Schildkröte? Bringt mir doch gar nichts. Ich meine, klar ist ein Maschinendeck und UFO-Schildkröte ist auch eine Maschine, aber trotzdem. Hab's ja gerade gesehen, ich habe auch Cyberphönix drin. Da bin ich mal gespannt. Okay, und ich ziehe und da ist sie auch schon. Genau die Karte, die ich nicht gebraucht habe. Menschenskind, hey, so, hier hast du's. Zeige dich, grüner Apparat. Bin mal gespannt, ob in diesem Zug, zumindest mal in diesem Duell hier, meine Strategie aufgehen wird. Und ich ziehe roter Apparat. Bingo. Jackpot, Baby. Versuchung ist groß, weil die Karten sind nicht gerade berauschend, aber naja. Ist egal. Grüner Apparat, greif an, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Und, er macht nichts. Ja, das hat weh, du Göre. Ist mir doch scheißegal. Und ich beende meinen Zug. Wie, wo, was? Nein, wieso? Warum? Ene, mene, mu und raus bist du. Ich brauche ja sehr viele Maschinen auf dem Friedhof. Das ist mein Plan, Freunde. Komm schon, Keith, ein bisschen schneller spielen. Ich habe nicht ewig Zeit. Ja, dein Spielzeug gehöre schon gut. Und ich ziehe die nächste. Hey, das gibt's ja einfach nicht. Gut, heute läuft es irgendwie überhaupt nicht. Hier kommt der rote Apparat. Und jetzt sehe ich mal ganz flottig Garotti, den gelben. Und da ist er auch schon. Tag auch, Gelbi. Gut, dann habe ich jetzt auch. Mal kurz gucken. Was könnte ich da machen? Ja gut, ich greife mal an. Und zwar mit dem grünen Apparat. Alles klar, Kleiner. Greif seine Lebenspunkte. Nicht direkt an, sondern zuerst mal sein Monster. Lustiges Hintergrundgeräusch, okay. Nein, nicht das. Und Tschüssikowski. Muss das sein? Wieso ausgerechnet die Mauer? Die Wand ist doch egal. Und hallo, grüner Apparat. Hab ich ja lange nicht mehr gesehen. Kleiner Stinker. Naja. So, noch diese Karte hier verdeckt. Und. Er hat doch. Oder war das letzte Duell? Ja, war das letzte Duell. Wo er schwerer Sturm gespielt hat, um mich zu nerven. Ja, verflixt und zugenäht. Ich brauche das Cyberdracht für meine Strategie. Ja, gut. Ich kann zwar immer noch im nächsten Zug dann
Cyberdrachen, den Proto-Cyberdrachen rufen und dann Kartenzerstörung. Na ja, gut, mal schauen. Grünapparat, gelber, das stimmt soweit. Und Zug beendet. Bin mal gespannt, was er macht. Na, was für Karten siehst du? Gehst auf Metallpower, weil bisher hat er noch nicht viel Metallisches gebracht. Und der Loser geht weiterhin auf Abstand. Ich glaube, ich krieg die Krise. Na, ganz toll, wieso aber Zacke dabei? Mann, hat doch kein Mensch. Braucht doch kein Mensch. Na dann, herzlich willkommen, gelber Apparat. Natürlich will ich das. Und ich rufe den grünen Bubi dazu. So langsam oder sicher müsste es reichen. Mal kurz gucken. Nö, noch nicht. Und angreifen. Natürlich eine sehr schlechte Idee. Wenn mich jetzt nicht alles trügt, muss ich eine Karte abwerfen. Ja gut, das sowieso. Aber ich meinte was anderes. Und zwar müsste er jetzt theoretisch so rufen. Oder was macht er? Ja, geht doch. Du Trottel, du bist so ein Trottel. Lass mich raten. Eine seiner verdeckten Karten ist Metallumwandler. Habe ich recht? Komm schon, ich hab doch recht, oder? Sag es mir. Ja, offenbar doch nicht. Sieh zu und lerne, du Loser. So viel zu Loser. Tsching, tsching. Ich zeige dir, Bandikief, die wahre Macht eines Maschinendecks. Denn die wahre Macht liegt darin, auszuharren und im richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen. Ja, etwas so ähnlich wie er es gerade macht. Etwas so ähnlich. Ja, Moment mal, ich habe nicht so viel Zeit. So, hätten wir das mal bald? Ich brauche eine Zauberkarte, dringendst. So viel zur Zauberkarte. Wobei, der passt auch ziemlich gut. Mal kurz schauen. Nee, Ruf kann ich nicht. Schade. Schade, schade. Sehr schade, aber was soll's. Was habe ich eigentlich am Friedhof so? 1. Nee, dauert nicht so lange. Gut. Ich rufe jetzt mal Proto-Cyberdrache, denn durch seine besondere Fähigkeit wird er als Cyberdrache anerkannt. Und jetzt Kartenzerstörung. Jetzt waren nun 4 Maschinenmonster auf dem Friedhof, plus der Drache. Das dürfte klappen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab doch einen Plan. Ich hab so einen guten Plan. Oh yes, baby. Jackpot, Jackpot. Und dann spielt das muss fusionieren. Ja, dürfte aufgehen. Ich habe hier einen Cyberdrachen. Ich habe einen Proto-Cyberdrachen, beziehungsweise halt nochmal einen Cyberdrachen, je nachdem. Effekt aktivieren, könnte ich ihn nächstes so wieder zurückholen, falls was wäre, im Sinne von was weiß ich, aber egal. Yep, das versuche ich jetzt. Alles klar, Freunde, es wird Zeit für Kraftbündnis. So, jetzt kann ich, glaube ich, zwischen 2 wählen, oder? Ja, genau, zwischen Cyber-Zwillingsdrache und Chimera-Tech Überdrache, aber den warte ich noch. Weil damit habe ich was Besonderes vor, damit warte ich noch. Ja. Das weiche C liegt mir nicht so. Damit warte ich noch. Nee, du kannst es gar nicht machen. Das weiche C gibt es doch nur beim Nicht, oder? Nicht beim Noch. Aber egal, hier kommt der Cyber-Zwillingsdrache mit Kraftbündnis doppelt so stark. Und durch seine individuelle Fähigkeit kann er 2-mal angreifen. Du bist am Arsch. Ich habe nichts gesagt. Habe ich was gesagt? Habt ihr das gehört? Nö. Ich habe nichts gesagt. Das Horn habe ich hier. Phönix, auch nicht schlecht. Weißt du was, Alter? Du bist ein Arsch. Monster Reanimation. Oh yes. Jackpot, sage ich dazu nur. Na, klappt's ja. Natürlich klappt's. Das ist eine blöde Frage. Hier kommt er, mein heißgeliebter Cyber-Zwillingsdrache. Yeah, yeah, yeah. Ist sogar oftmals besser als der Cyber-Enddrache. Und wieso? Ganz einfach, weil er 2-mal angreifen kann. Wehe, du machst was. Wehe, Alter. Und Selavihi. Doppelter Angriff auf seine Lebenspunkte. Scheiße.
So, Freunde, ein bisschen beeilen, weil die Folge ist bald rum. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu krumm. Bäm. Oh. Tja, Alter, das muss wehtun. Phase 2, sehr schön. Jetzt, nö. Das wäre sehr schlecht. Jetzt. Oh, nein, wieso? Oh. Wieso hat mir der Schaden vom Kraftbündnis getroffen? Ich hab doch... scheiße. Ja, gut, ich hab gedacht, ich hätte ihn irgendwie annulliert, dadurch, dass mein Monster zerstört wurde. Aber ja, ich hätte halt... Ja doch, hätte Cyber Kirin noch auf dem Feld haben müssen, dann wäre das wohl wirklich so eingetroffen. Na gut. Ich habe leider keinen Cyber Kirin im Deck und auch nicht auf der Hand, deshalb ist da nichts gewesen. Aber egal, das Duell ist sowieso vorbei. Schwerer Sturm. Hä? Was soll das werden, Alter? Willst du mein eigenes Monster verstärken? Leck man auch am Chöpli, ist der dämlich. Ja, vielen Dank auch für die Blumen, nicht wahr? Hat sie ja super gebracht. So, jetzt kommt noch der Cyber Phoenix. Yeah. Ich müsste mir aber echt mal überlegen, ob Cyber Kirin eventuell noch eine Alternative wäre. Wegen so Effekten verhindern wie Kraftbündnis und so, aber dazu spiele ich Kraftbündnis eigentlich zu selten. Weil ganz ehrlich, Leute, Kraftbündnis spiele ich eher, ganz ehrlich gesagt, wirklich eher selten. Das sind doch eher Fusionstour, Zukunftsvision und halt Überlastfusion, die spiele ich dann doch häufiger. Naja, egal. Das Deck kann man garantiert noch um einiges verbessern. Aber ihr habt verloren. Yeah, genauso wie es auch sein sollte. Du Arsch. Was? Wusstest du schon, dass alle, die ich bisher besiegt habe, ihre Decks weggelegt und das Duellieren aufgegeben haben? Genauso ist es. Ich habe ihnen gezeigt, was es heißt zu verlieren. Ich habe ihnen die wahre Bedeutung von Furcht gezeigt. Hehehe. Du bist sowas von böse. Du bist richtig böse. So, wer bleibt eigentlich noch? Ja. Der stumme Marik, nicht wahr? Hier haben wir noch ein paar, wenn ich mich alles täuscht. Alexis haben wir nicht mehr. Cyrus auch nicht. Ach du Scheiße, Crawler. Ja, das kann ja was werden. Wie es weitergeht gegen Crawler, seht ihr in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Online 3. Bis dann. Ciao zusammen.